ein vollkommenes Leben. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das steht in der Bibel wieder im Buch Johannes in Kapitel 1 in den Versen 4 bis 5. Und jetzt gehen wir wieder zurück an den Anfang der Bibel, in das erste Buch Mose, in die Kapitel 2 bis 3. Stell dir den schönsten Ort vor, den du je gesehen hast. Gab es dort hohe, grüne Bäume und farbenfrohe Blumen? Roch es frisch und süß wie ein Garten nach dem Regen? Vielleicht gab es warmen Sonnenschein mit einem kühlen Wind und Vögel, die zwitscherten und sangen. So einen ähnlichen Ort machte Gott. Er pflanzte einen wunderschönen Garten und füllte ihn mit allem, was der Mann und die Frau brauchen würden. Der Garten Eden war vollkommen, perfekt. Es gab Flüsse mit klarem Wasser und viele Bäume mit köstlichen Früchten. Es gab auch viele Geschöpfe, mit denen man spielen und die man kennenlernen konnte. Die Aufgabe des Menschen war, auf den wunderschönen Garten und all die Tiere aufzupassen. Gott erlaubte dem Menschen, den ganzen Garten zu genießen. Er sagte ihm, dass er von allen Bäumen im Garten essen könne, außer von einem. Dieser eine Baum wurde der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genannt. Wer von diesem Baum essen würde, müsste sterben. Der Mann und die Frau waren beide in Gottes Bild geschaffen. Gottes Schönheit und Güte war in ihnen. Sie liebten Gott und er liebte sie. Sie liebten auch einander. Alles war vollkommen, perfekt und wunderschön. Aber es gab da jemanden, dem das nicht gefiel. Finsternis und Bosheit krochen in den Garten hinein. Adam und Eva hatten einen schrecklichen Feind, der Satan hieß. Satan hasste Gott. Und er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um das zu verletzen, was Gott gemacht hatte. Das ist das Bild von heute. Und dazu wieder eine Frage. Wir wurden gemacht, um zu lieben und geliebt zu werden. Was ist Liebe? Liebe ist, wenn man etwas Gutes für jemanden will und das dann auch tut. Liebe stillt die Bedürfnisse anderer, selbst wenn es dich selbst viel kostet. Wie würdest du Liebe beschreiben? Bis morgen.